Das ist das Märchen, wie die Herdöpfel zu uns gekommen sind. Vor vielen, vielen Jahren, man sagt sogar vor 500 Jahren, hat es bei uns in der Schweiz noch Burgen gegeben und Burgherren. Und man weiss nicht so genau, was es war, ob es Wildenstein, Weissenstein, Blauenstein, Schwarzenstein, irgendeine von solchen Burgen, die einen grossen Bauernhof dazu hatte und grosse Ländereien. Dieser Burgherr hat einmal von einem spanischen Freund aus Südamerika einen Kübel Herdöpfel kaufen. Und dann hat man die Herdöpfel nur für die Zierpflanzen. Die sind also grün gewachsen und hatten weisse Blüten. Und dann ganz kleine grüne Bauen. Und wo die gewachsen sind, hat er extra den Gärtner gekommen und der hat die alle gesetzt. Und dann sind die wunderbar gewachsen. Also sind plötzlich grüne Pflanzen vorgekommen, Blätter, und haben weisse Blüten bekommen und eben die grünen Bauen. Und dann war der Burgherr so stolz, dass er dachte, jetzt mache ich ein grosses Fest, dann kann ich ein bisschen bluffen, wie wir nobel sind und was wir Modernes schon haben. Und dann hat er also die Familien und die Freunde eingeladen und sie haben unter den Buchen Tisch gedeckt mit grossen weißen Tischtüchern drauf. Und er hatte einen Bub und ein Mädchen. Und der Bub, der hat Rudolf geheissen und das Mädchen hat Anna geheissen. Und die durften auch gehen. Und dann haben sie das also gekocht. Und dann haben sie es serviert. Und dann hat die Anna, etwa 5-jährig war sie, in das grüne Kügel reingebissen und hat gesagt, «Pfui, Gucker, das ist ja grusig!» und hat es gerade auf den Tisch gespielt. Es war nämlich so, bei den Rittern hat man in der Zeit nicht ins Nastuch schnitzen. Nastücher haben sie nämlich gar nicht gehabt. Sie haben ins Tischtuch geschnitzt oder haben aufs Tischtuch gespeuzt. Können wir uns ja heute gar nicht vorstellen, dürfen wir heute nicht. Und der Bub, der Rudolf, hat auch gesagt, das ist zum Gucker so grusig. Und hat er es rausgespeut. Und die Leute haben alle, die Verwandten und Bekannten, haben angefangen aufs Tischtuch zu speuzen. Und die es geschluckt haben, die grünen Kügel, haben angefangen Bauchweh bekommen. Und bevor der Burgherr konnte Papp sagen, sind alle davon gelaufen und sie haben. Teil sind krank geworden, Teil war schlecht und Teil haben nur gefunden, wie kann der uns einen solchen Mist aufstellen. Und der ist ganz zusammengebrochen, fast, weil er sich geschämt, dass ihm so etwas passiert ist. Und er ist wütend geworden und hat zum Gärtner gesagt, jetzt rupfst du alle Studen aus, machst ein grosses Feuer und verbrennst das Zeug. Ich will nichts mehr wissen von Herdöpfeln. Das ist ja schrecklich. Und dann hat das der Gärtner gemacht. Und dann, so noch ein Zeitchen, hat es zuerst gelodert und dann hat es ein bisschen Glut gegeben und dann plötzlich hat es angefangen fein zu schmecken. Und dann ist er mit einem Steckchen gegangen und hat dann so ein bisschen drinnen geschaut. Dann sind dort die dunklen Herdöpfel, die unter dem Boden gewachsen sind, haben ganz schön ausgesehen. Die hatten eine schwarze Schale, verbrannte, aber die ist aufgeplatzt und dort drinnen hat man Gelbes gesehen. Und dann haben sie die rausgenommen und von denen probiert und die waren wunderbar. Und von denen an hat man geschwellte Herdöpfel gegessen. Und dann hat der Burgherr gesagt, also jetzt tun wir das nächste Jahr, jetzt tun wir wieder pflanzen. Und das nächste Jahr laden wir dann die ein, alle für die unter dem Boden gewachsen haben. Man sagt nämlich diesen Herdöpfeln, die unter dem Boden wachsen, das sind Nachtschattengewächse. Dort können die wachsen. Und alle Herdöpfel, die über dem Boden wachsen, die sind eben giftig, die kann man nicht essen. Aber das haben sie einfach dann nicht gewusst. Und dann haben sie das gemacht und haben dann die wieder eingeladen, die Freunde und die Bekannten und die Kinder durften auch dabei sein. Und sie haben geschmatzt und gegessen und haben es wunderbar gefunden. Und dann hat der Burgherr gesagt, jetzt stelle ich extra einen Koch an, der ausprobiert und Rezepte entwickelt mit Herdöpfeln.
Und der hat Freude an dem. Der hat den Geschwälte gemacht und Suppe gemacht und Herdöpfelsalat gemacht und Rösti gemacht und Auflauf gemacht. Ja, und sogar am Schluss hat er noch Pommes frites erfunden. Und die Rezepte haben sie immer weitergegeben und das hat sich verbreitet über ganz Europa, aber auch zuerst in der ganzen Schweiz. Und der erste Koch, der die Herdöpfelrezepte erfunden hat, der hat vom Burg her einen goldenen Löffel bekommen. Und der war sehr stolz auf das. Und wir können stolz sein, dass wir heute das noch wissen. Einen guten mit den Herdöpfeln.